Ich hole tatsächlich noch mal die Winterkleider vom Keller. Also ich habe schon ein bisschen Respekt davor, muss ich sagen. Aber man will natürlich auch wissen, ist das, was ich erzähle, seid ihr da alle am Einschlafen? Oder hört ihr jetzt alle gespannt zu? Willst du das meinen? Also lauf dir mal deine Runde rein. Mann, wird nicht zweifach gesagt, die Heiz lassen. Ja. Ja, ich hole tatsächlich noch mal die Winterkleider vom Keller. Warum genau? Das erzähle ich euch später. Guten Morgen. Der Flo ist heute schon früh aus dem Haus und wir zwei sind hier jetzt gerade am Zwergeln. Beziehungsweise, Ella hat jetzt morgen schon gehabt und ich probiere meins auch noch zu essen. Aber ich glaube, ich schaffe es gerade noch so. Sie wird langsam ungeduldig. Aber ich glaube, ich schaffe es gerade noch so. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt und melde mich nachher nochmal. Der Gymnastikball ist echt Gold wert. Hat sich mega gelohnt, den zuzutun. Ich gehe da ein bisschen weg, damit ich sie nicht weggehe. Ja. Nächste Woche bin ich dann eine Woche mit ihr alleine. Wird sicher spannend. Also ich habe schon ein bisschen Respekt davor, muss ich sagen. Also ich würde lügen, wenn wir sagen, easy. Das schaffe ich locker. Okay, es ist dann mal da eingeschlafen. Also, kommen wir wieder. Einen kleinen Powernap gemacht. Hört ihr? Genau diese Use Case, Employer Branding, Fachkräftemangel und so weiter, diese Schwierigkeiten. Und ich sage mal so, der ganze Workshop, das ist wie ein Gefäß, was wir heute lernen. Ist das, was ich erzähle, seid ihr da alle am Einschlafen? Oder hört ihr jetzt alle gespannt zu? Ich persönlich habe da viel chillen, weil das eine gute Ausbildung ist und ich auch nachher eine extrem breite Ausbildung. This pitch, and that's one thing you always have to make sure if you talk with people that the audio is good. So before you actually start recording the interview, ja, es ist mittlerweile schon oben und der Flo ist jetzt gerade heimgekommen. Hallo. Ja, ich glaube, der Workshop ist gut gegangen, oder? Ja, voll. Willst du das meinen? Also lauf dir mal deine Runde rein. Ja, genau, ich weiss gar nicht, wo ich stehen geblieben bin, aber ja, ich kann einfach sagen, dass ich mich aber auch freue auf die Woche. Und ja, also der Tag durch, eben, wird es sicher nicht langweilig. Am meisten Respekt habe ich ehrlich gesagt vor der Öben und vor der Nacht. Weil halt niemand rum ist, wo man sie auch mal in die Hand drücken kann, wenn man gerade vielleicht nicht mag oder wie auch immer, sondern dass man das halt jetzt einfach mal selber stemmt.
Aber ja, sicher werden das gut schaffen. Gell, du? Ja, ich glaube, wir werden das schon meistern. Hoffe ich mal. Ja? Gell, du? Ja, du? Nee. Ja, es war heute ein Päckchen in der Post, wo tatsächlich drinnen gestanden ist, dass ich übermorgen auf Island fliege. Ja, nein, die Reise ist natürlich schon länger geplant. Ich habe da schon Koffer und alles ready, weil ich mich schon langsam mal als Pack machen will, auch wenn ich erst übermorgen reise. Aber wenn man so in den Norden fliegt, ist es immer wichtig, dass man die richtigen Sachen dabei hat. Und ich werde wirklich noch mal schauen, dass ich alles habe. Nicht, dass ich dann irgendwie dort oben bin und irgendwie zu kalt habe oder zum Beispiel keine rechten Händchen oder was wir zum Beispiel jetzt auch noch haben müssen auftreiben, sind Spikes für die Füße, dass wir dann ja, in Island nicht auf dem Eis ausrutschen. Ja, wenn ich von mir rede, meine ich leider nicht. Meine zwei Liebsten hier, Meli und Della, bleiben daheim. Ich glaube, Island wäre schon ein bisschen heavy, so nach knapp 2 Monaten mit einem Neugeborenen. Das machen wir dann sicher später mal. Nein, ich gehe wie letztes Mal schon mit dem Sammy, meinem Cousin, und die Lynn ist das mal auch dabei. Die sind jetzt sicher auch schon fleissig am Packen. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen auch gefragt mit Packen. Und ja, ich muss jetzt da auch mal mein ganzes Equipment und so ein bisschen sortieren und schauen, dass ich da ja, gut organisiert bin, dass wir sicher alles dabei haben, was wir brauchen, um Island für Kon-Tiki richtig schön festzuhalten. Ja, also das ist kein Witz. Ich glaube, die nehme ich mit. Weil wir sind auch schon in, was ist das gewesen? Als wir das erste Mal im Norden oben waren, in Nordnorwegen, sind wir Schneeschuhe wandern und wir hätten uns gewünscht, wir hätten die dabei gehabt. Weil ja, der Schnee ist so gekommen und wir haben irgendwie nichts so Gescheites dabei gehabt. Darum, ich glaube, die ist nicht nur zum Skifahren gut, sondern auch für den Norden. Yes. Hä? Mann. Wird nicht so einfach sein, die Heiz zu lassen. Ja. Das ist auch fehlen. Ja. Ihr mir auch. Equipment-technisch weiss ich langsam zum Glück auch ein bisschen, was mit muss und was nicht. Also einerseits sicher mal die Kamera mit verschiedenen Objektiven plus noch die zweite. Dann die Drohne muss natürlich unbedingt mit. Den hier brauche ich fast nie, aber das letzte Mal, den ich gebraucht habe, war auch im Norden oben, wo wir die Nordlichter gefangen haben. Und das hat sich mega gelohnt mit dem, darum nehme ich auch wieder mit. Genau, so was habe ich noch so. Stativ, so ist so ein bisschen Geschmäus, hier noch so Audiosachen, für wenn wir mal ein Interview machen. Und ja, natürlich hier mein neues Lieblingsbaby kommt natürlich auch mit. Wir werden wahrscheinlich mit der sogar ein ganzes Video, also ein separates Video für Kon-Tiki drehen, nur mit der Kamera. Da freue ich mich auch. Ja, und natürlich das MacBook mit Festplatten und vielen Speicherkarten, um immer vorzu alles backuppen. Und je nachdem auch schon ein bisschen verarbeiten. Es gibt natürlich wieder einen Weekly-Vlog. Jetzt bin ich ja voll drin mittlerweile, das wird sicher eine coole Sache. Kann man euch mal die ganze Woche mitnehmen. Ja, ich würde sagen, es kommt so langsam, es ist immer noch ein Chaos, aber ja, ich glaube am Schluss passt hoffentlich alles rein. Normalerweise gehen wir halt immer zu zweit, dann kann man das irgendwie aufteilen. Jetzt muss ich schauen, dass ich hier alles bei mir reinbringe. Den nehme ich glaube nicht mit, auch wenn er kuschelig ist. Das ist dann wieder für, wenn wir mit dem Van unterwegs sind. Das gibt es schon. Aber Skijacke kommt mit. Ja, ist noch ein bisschen Puff, aber es kommt glaube ich langsam. Was ich noch cool finde, wenn wir mit Kon-Tiki raufgehen, oder was an sich, wenn man mit Kon-Tiki reist, bekommt immer noch so ein Goodie über, wie zum Beispiel hier die Kappe. Da hat es jetzt noch mal eine neue gegeben, die ist dann für die Lynn. Und was wir auch noch bekommen haben, sind hier die coolen Buffs. 3 verschiedene aus dritten. Da. So wie ich das verstehe, symbolisieren die alle so ein bisschen eine andere Destination. Jetzt, das ist relativ offensichtlich. Das wäre Schottland. Dort sind wir
auch schon gewesen. Haben wir auch eine ganz coole Reise gemacht mit ihnen. Dann da hat jetzt gesagt, das ist vielleicht irgendetwas von der Sami in Lappland. Das sind wir schon gewesen. Und das wäre in dem Fall jetzt so ein bisschen da, wo wir jetzt hingehen. So ein bisschen vulkanisch. Ja, ich glaube, das würde noch gut auf Island passen. Was meint ihr? Island, Lappland, Schottland. Ja, so und jetzt wir ein bisschen vorwärts machen. So, sieht doch schon besser aus. Zumindest meine Kleider habe ich mal gepackt. Jetzt muss ich nur noch das Equipment packen. Da habe ich meine Ladestation. Mittlerweile sollte auch ziemlich alles geladen sein. Boy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und da oben habe ich noch 9. Ich glaube, schlussendlich etwa 10 Ladegeräte. Ja, und die Koffer sind mittlerweile auch endlich gepackt, inklusive Equipment. Das Einzige, was noch fehlt, ist das MacBook. Und dann sind wir ready. Und zwar gut ready. Wenn wir etwas gelernt haben auf unseren vielen Produktionsreisen, dann dass ja, genau so Vorbereitung eigentlich das A und das O ist, dass wir halt vor Ort auch etwas von der Destination haben. Je besser dass wir vorbereitet sind, desto besser wissen wir, was wir überhaupt alles shooten und was nicht. Und dann ist es auch nicht so eine endless Story, dass man die ganze Zeit nonstop die Kamera und alles muss in der Hand haben, sondern man weiss viel eher mal dann auch, wenn man das hat, was man braucht. Und dann kommt man auch ein bisschen mehr dazu, ja, vielleicht dann die Destination zu geniessen. Darum so etwas da ist mega hilfreich. Danke, Lynn. Ja. Also ich würde lügen, wenn ich würde sagen, dass mir das einfach fällt. Jetzt auf Meli und Della zurückzulassen für eine Woche. Ja. Ich war zwar letzten Herbst schon eine Woche lang ohne Meli gewesen. Das war schon sehr komisch, weil wir das normalerweise eigentlich immer, also so Trips das zweite machen. Aber jetzt noch die beiden alleine zu Hause zu lassen. Ja. Ist schon nicht so einfach. Ich hoffe einfach, es kommt alles gut, dass bei ihnen auch alles gut geht. Das wäre für mich, also ja, natürlich nicht verschreien, aber das wäre für mich das, was am schwierigsten ist, wenn irgendwie, weiss ich auch nicht, irgendetwas nicht gut ist und ich einfach so weit weg bin. Ja, aber ist jetzt halt so. Dafür bin ich so schon im Alltag vielleicht ein Papi, der ein bisschen öfters kann zu Hause sein und schauen. Ja. Kommt sicher alles gut. Hä? Ja, voll gesehen. Alles klar? Ja, der ist gut. Ja, das ist schön. Ja, mega gefreut. Riesig. So. Und Sekunde. Ja. Ja, wir sind ja früh genug. Hallo, Florian, freut mich. Riesig sicher. Ja, ja, ich bin mich gefreut. Aha, ja. Ja. Genau, mega cool, dass du noch mitgekommen bist. Danke, dass ich. Hoi. Schweri. Boah, das habe ich noch nie erlebt. Ach, eine riesige Schlange. Das ist gut, dann haben wir noch ein bisschen schnell für die Zeit. Ich habe nämlich noch etwas. Sami? Gut. Einerseits die Kappe, die wir anhaben können. So. Sicher schön warm, und damit ihr an den Händen auch warm habt. Einerseits mal hier, Sami, meine alten Händchen. Du darfst die sehr gerne haben. Für dich gibt es neue. Ja. Und dann haben wir hier noch so schöne Puffs. Und ja, da können wir jetzt schauen wegen der Farbe. Ich hätte gesagt, Sami, bist du der Schott? Ja. Lynn, der gebe ich glaube das Farbige. Und dann wäre ich da für Island gut gewappnet. Ja? Super. Sind wir gerne. Top. Hey, apropos so Handy im Auto liegen, mal die Geist-Story hören. Ich habe
Als ich meine allererste so Produktionsreise, die ich hatte, mit Edelweiss, sind wir da vom Zug her raufgekommen. Und als wir da waren, haben wir gemerkt, Scheiße, wir haben unsere Koffer mit allem Equipment im Zug liegen. Das heisst, wir sind die Rolltreppe durchgesäckelt, im Zug abgefahren, durch alle Leute durch und haben sie gerade noch holen. Aber hey, ich kann mir vorstellen, ich glaube, da wäre unsere Karriere recht früh zu Ende gegangen, wenn wir dort ohne Kameras auftaucht wären. Yes. Also jetzt haben wir definitiv alles dabei. Jetzt sind wir nur noch da rechtzeitig zum Gate kommen bei all diesen Leuten. Gestern noch ein Video geschaut. Jetzt heisst es, der kälteste Winter in Island seit Dekaden. Also, schön! Ich glaube, es ist gut, wenn wir unsere warmen Sachen dabei haben. Oh ja. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug. Auf Wiedersehen. In der nächsten Folge hier auf Storyflow. Willkommen in Nordisland. Das ist ganz roter Weg da, ja? Schmeckt dezent nach faulen Eier. Jetzt kommen hier teilweise also ganze Eisschollen den Fluss ab. Wow. Was für ein Ort. Ich bin sprachlos. Unglaublich. Das werde ich noch nie vergessen. Wow. Wow. Jetzt abonnieren und kein Video mehr verpassen. Geht raus. Und schreibt euch eigene Geschichte.